Ein ungewöhnliches Paar unterwegs auf Einkaufstour in Klein-Istanbul, wie Insider das Viertel um Goethe, Schiller und Landwehrstraße in München nennen. Ein Bayer und ein Deutsch-Türke, der Reporter Franz Xaver Gerstl mit seinem Kumpan Adnan Maral, Schauspieler und Vater Metin aus der Kultserie Türkisch für Anfänger. Die beiden besorgen die Zutaten für... was eigentlich? Genau genommen wissen unsere beiden Hobbyköche noch gar nicht, was sie kochen wollen. Zur Seite steht ihnen Profikoch Fritz Hering, der in seinem Wirtshaus in Tutzing am Starnberger See bereits seine Vorbereitungen für ein zünftiges Gastmahl trifft und den beiden Einkäufern beim Zubereiten hilfreich unter die Arme greifen wird. Du, warum gibt es gerade so um den Bahnhof herum immer so viel türkische Läden? Ich glaube, weil viele, sag ich mal, Türken, aber auch andere Nationalitäten, die treffen sich immer am Bahnhof. Ja. Und deshalb haben sich auch die Märkte hier angesiedelt. Ja. Weil natürlich viele Türken hierher kommen, um auch Kollegen zu treffen, um Menschen aus dem gleichen, vielleicht auch sogar aus den Herkunftsländern zu treffen. Ja. Oder haben sie einfach Heimweh? Und wollen Zug in der Nähe haben? Genau. Die wollen gleich wieder nach Hause abreisen. Also ich habe im türkischen Reiseführer gelesen, dass die Türken ein Volk von Reisenden sind. Dass die immer noch so eine nomadische Ader haben. Ja, stimmt. Der Türke an sich ist gerne unterwegs. Aha. Also Migration heißt ja wandern. Ja. Meinst du, deshalb ist er auch gewandert? Aha. Der Türke an sich. Aber der Deutsche an sich ist auch mittlerweile überall. Nach der Wirtschaftskrise geht es denen auch nicht besser. Das stimmt. Oder? Man trifft auch überall Deutsche. Ja. Selbst in der Türkei, gell? Ja. Jetzt So, gehen wir mal einkaufen. Also, Guten Morgen. Merhaba. Merhaba. Ja. Heißt, Gut. Guten Morgen, Merhaba. Das heißt guten Tag. Achso. Günaydın heißt guten Morgen. Günaydın. Günaydın. Wir würden gerne Brot kaufen. Lass uns doch mischen. Ja. Wir nehmen 2 von denen, weißt du, lang, 3 von denen und 2 von denen. Ja. Und dann Simite. Ich möchte natürlich auch noch hier Nein, die türkische hier. Brezel. Normale türkische Brezel. Die Ja. türkischen Brezeln sozusagen. Ja. Die sind mit Simit. Sesamkringel. Ja. Das ist persische Ein Brot. persisches Brot. Aha. So Und weil's- afghanische Aber Brot ihr- ist ihr ähnlich bei uns Urfa. Alles. Also ihr backt das hier selber. Wir machen alles selber. Wo ist der Backofen? In Hof. Essen Sie jetzt mal so ein richtiges Bauernbrot, so ein bayerisches? Doch. Ja. Ich esse mehr Vollkornbrot, also lieber Vollkornbrot. Ja. Ja. Ich auch übrigens. Schauen Sie, ich habe zu viel zugenommen hier. 10 Kilo. Merhaba, kolay gelsin. Aber Ehre. Das ist eine Fleischtheke. Mein Genau, lieber Schwan. Was kochst denn du eigentlich? Was willst du denn machen? Fleischpflanzer. Fleischpflanze. Köfte. 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 Türkische Also, Fleischpflanze. Genau. Dann brauchen wir... Hackfleisch. Wir fragen immer, was er uns empfiehlt. Eine gute gehabt zum Grillen oder zum Kofte, das heißt es Köfte, diese Frikadelle, muss ungefähr 40% Lamm, 60% Jungbulle oder Kalbfleisch. Verstehe. Mix. Ja. Gewürz Gemischt, ja. Ja. Genau, das ist der Fachmann. Was ist das, so eine Lammrücken? Das ist Lammrippchen. Ja. Cool, wie er das macht. Ne? Burada çeksinler burada. Was ist ein türkischer Metzger andere Sachen können als ein deutscher Metzger? Ja, gleiche Arbeit machen, aber türkische Leute müssen also, mehr sauber, weißt du, das ist, also ich nicht bleib in die Knochenfleisch, so ist das. Na, die Armut bringt natürlich auch einen dazu, dass man das Fleisch auch sauber vom Knochen trennt, dass es wirklich der Knochen blank ist. Ich bin die 3. Generation. Meine Großvater, sein Vater auch Metzger. Ja. Und Meine von dem Vater? Großvater und mein Vater. Jetzt ist 4. Generation in der Beruf. Mussten Sie Metzger werden oder haben Sie es freiwillig gemacht? Ich mache diese Arbeit. Andere Arbeit kann ich nicht machen. Weißt du? Das ist meine Beruf. Ja, so ist das. Jetzt macht er es uns frisch, ja? Weißt du, was Hackfleisch auf Türkisch heißt? Nee. Kıyma. Kıyma.
Wie Klima mit den Knödeln. Genau. Klima. Nee, Klima sagen die Türken auch mittlerweile zu Air Condition. Klima. Du, dein Klima. Geben Sie mir einen Punkt Klima. Genau. Guck mal, der Genau Mann hat's 2 getroffen. Kilo 500 Gramm. Was kostet das jetzt? Sie hat Glück, Angebot 2,99 Kilo. Ah, was? Heute, diese Woche Angebot. Wir haben ein Angebot, Ja. hat vielleicht 2,99. Das Kilo 2,99. Ja. Das ist ja fast geschenkt. Ja, Woher? Was für ein Angebot. Ja. Dann haben wir alles, oder? Du, hier haben wir alles. Okay? Okay. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wobei du ja, nicht auf Wiedersehen. Halt dich da. Bis zum nächsten Mal. Kollege. Da, warte, kannst- warte. Super, ganz frischer Knoblauch. Ah, super. Riecht er? Oh, sehr gut. Großartig. Nehmen wir mit. Also ich brauche noch Zwiebeln, normale Zwiebeln. Meinst du, oder hat der Fritz Das die? hat er als Wirt. Also wenn er keine Zwiebeln hat, dann kann er gleich brauchen wir nicht, zusperren. genau. Ja, das brauchen wir nicht. Sollen wir mal anrufen, fragen, was er noch braucht? Oder was er hat überhaupt? Ob er Olivenöl, was mal, ich habe auch noch ein paar. Ob er ein Olivenöl hat? Ob er Olivenöl? Nein, Olivenöl hat er bestimmt, aber können wir ihn mal fragen? Habe die Ehre, Hering hier. Fritz, servus, hier ist der Franz. Ja, Franz, habe die Ehre. Du, was seid ihr? Wir sind gerade beim Einkaufen und es stellen sich verschiedene Fragen. Also der Adnan hat sich überlegt, ob du Olivenöl hast. Das habe ich gesagt. Das ist bestimmt der Fall, weil du ein ordentlicher Koch bist. Ja, Oliven habe ich da, ich habe sogar frische da. Öl haben wir gemeint. Frisch eingelegte Oliven habe ich da. Oliven hat er Du, da Franz, schon. was werft? Oliven? Habt ihr den Den Pullbiber, habt ihr sowas? Den Pullbiber, das haben wir abgeschrieben. Den Pullbiber, den müssen wir noch suchen, den Pullbiber. Ja, man dann löschen, weil sich das schon so unglaublich toll anhört. Ja, Dann braucht man den unbedingt, oder? das ist, ja. Jetzt sagen wir noch mal, Gewürzgurken gehen da. Da gibt es so verschiedene, die sind alle gewürzt. Also nimm's kleine, nimm kleine. Kleine Salzgurken oder Essiggurken? Ja, nimm kleine. Kleine. Nimmst kleine Gurken, weil wir machen dann einen Gurken. Salat mit frischen Gurken dazu. Ja. Tursusu. Ja, Passt, oder? das passt. Tursusu Salatelig passt, sagt er. Fritz versteht das, oder? Ja. Du, und der Fritz ist Adnan wollte dich international. noch irgendwas wegen Paprikas befragen. Gib dir den mal schnell, gell? Fritz, Ja, dann Habe ich die Ehre. servus, grüß dich. Kreuzkümmel? Hast du Kreuzkümmel? Ja, also das Kumin, das habe ich auch. Das hast hab du ich auch, da. ne? Das habe ich auch. Und hast du auch getrocknete Minze? Nee, habe ich nicht. Ah, getrocknete Minze müssen wir mitbringen. Und sag mal, wie viele Ja, die Fische müssen hast du schon gefangen? Ich habe 5 riesengroße Saiblinge. Wunderschöne Saiblinge. Ehrlich? Pass auf, ist vielleicht ein Fischgewürz oder sowas, weil so typisch türkisches. Fisch? Ist Okay. da, ja? Gewürz? Ja, bringt aber, genau, da bringst du aber scharfes mit, weil lieber bloß die normalen Sachen. Weißt du, da sind bei alle Hobby. Wir sind auch scharf genug, der Franz und ich. Also, und bis gleich. wenn du noch was vergessen hast, ruf an, ja? Klingel durch. Ja, okay, alles Halt klar. bye, gut, bye, gut, bye, mach bye. ich. Vierte, servus, habe ich dir. Servus. Also, haben sie jetzt ein Pauschalfest. Er möchte ein Pauschalfest mitbringen, verstehst du das? Ne? Sagt der Franz und ich sind da scharf genug. Das war heute gemacht. Also du siehst schon, So, da ist der Pullbiber. guck mal. Das ist rote Chili Genau. Gewürzzubereitung. Ja. Das ist auch so ein bisschen, also wirklich, das wird in der türkischen Küche wie schwarzer Pfeffer verwendet. Ja. Also sehr oft und es kommt in viele Gerichte rein. Also, Ach so. oh, jetzt hast du aber viel genommen. Machst du wieder? Und? Ist der nicht scharf, oder was? Das ist Betrug. Das ist getürkter Pulverwerk. Wir brauchen noch Nane. Nane ist, Minze. Geld habe ich vorhin schon gelesen. ja, die frische, ne? Hallo Nane, wie geht's? Toll, die sieht gut aus, Franz. Boah, die ist aber wirklich Gut, ne? Ja. Toll. Ich finde ja auch den Tee lecker. Man kann den ja auch einfach so, ne? Heißes Wasser, ein paar Nane, also Minzeblätter rein. Kann mit jedem Kaugummi mithalten. Okay, Nehmen wir sollen mit, ne? Eine reicht, oder? Ja, eine reicht, machen wir zu. Merhaba. Evet, Burada 2 tane normalde. evet. Noch alles drauflegen. 54 Alles miteinander. Warte, ich zahle. Nein, ich zahle. Nein, ich zahle. Nein, ich zahle. Nein, lass Du mal, ich bist zahle. lustig. Nein. Der Türke an sich streitet sich gerne darum, wer bezahlt. Ja, Ja. tatsächlich. Ja, aber es gibt mittlerweile die Art und Weise, man sagt,
Alman usulü. Das heißt Deutsch bezahlen, oder? Aha. Das ist, wenn ein Tisch Also- jeder seine eigene Rechnung bezahlt. Genau. Okay, dann machen wir halt. Was hast denn du jetzt gehabt? Nee, du zahlst alles. Finde ich besser. Ja, ganz schön billig, gell? Wie viel haben wir jetzt? 54 € jetzt für Jetzt hat er es nochmal unbedingt gesagt, damit ich die Hälfte nachher bezahle. 54,40 € waren Das war aber günstig, ne? Hadi iyi günler, hayırlı işler, çok sağ olun. So, Franz. So, Haben wir alles? ich glaube. Alles haben wir nicht wahrscheinlich, aber fast alles. Fast alles, oder? Und das sollte reichen, oder? Ja. Seit 17 Jahren kocht Wirt Fritz Hering für seine Gäste im Midgard-Haus am Westufer des Starnberger Sees. Mit großem Erfolg. Am schönsten Fleck vom See ist seine Wirtschaft zum Hering, die Adresse für Feinschmecker und Müßiggänger. Bei Fritz Hering laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Einkäufer in Klein-Istanbul scheinen es nicht ganz so eilig zu haben. Rauchenclub. Rauchenclub. Das ist gut. Aber das ist das Teeladen, oder? Teeladen? Telekommunikation, Tele, Mailen. Aber du kannst Fax, Copy, Scannern. Aber ein bisschen Faxen machen. Ne? Nee, pass auf, Achtung. Afghanistan, Bananistan. Ich muss was faxen. Ja, tatsächlich, ne? Ja, wirklich. Wollen wir da mal rein? Können wir faxen, Ja. Franz? Nickes Fackes. Okay, dann machen wir Shisha. Letzte Woche wurde hier noch gefaxt und in den Orient telefoniert. Anscheinend nicht das ganz große Geschäft. Denn Besitzer Haidar Abdul Sara hat kurzerhand auf Wasserpfeife und Tee umgestellt. Diese? Ja, die sind sehr schön. Marokkanische Shisha. Der Mann raucht wie eine Lokomotive. Mashallah. 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 Schmeckt gut, ne? Schmeckt sehr gut, ja. Schmeckt wie Zähneputzen. Ja? So wie Zahnpasta. Shisha, was heißt denn Shisha? Ja, Shisha. Arabisch Name Shisha. Shisha. Shisha und Nargila. Also eine Shisha ist ja eine Wasserpfeife. Auf Türkisch sagt man zum Beispiel Nargile. Das kommt auch aus dem Alttürkischen noch. Ja. Ja? Deshalb verstehen die Araber das auch. Beziehungsweise die sagen auch Nargile und Shisha. Ja. Ist das jetzt so im Irak oder in der Türkei noch so verbreitet, dieses Wasserpfeifenrauchen? Oder ist das eher was für Also ich glaube in den arabischen Gebieten auch, in der Türkei auch. Es kommt aber jetzt wieder als Modeerscheinung jetzt wieder. Ja. Ist die arabische und türkische Sprache, ist die so verwandt miteinander? Verwandt, ja. Also die türkische Sprache hat noch viele Elemente wie Hava. Und früher hat man zum Beispiel bei Hava, hat man Hava, ha, ha, dieses Arabische. Ja. Aber durch die Reformation von Atatürk damals, 1920, wurde die Sprache komplett vereuropäisiert. Ja. Wie war das mit der Reformierung der türkischen Sprache? Sind da einfach europäische Begriffe eingeführt worden? Genau, man hat die arabischen Ziffern rausgenommen, man hat die lateinische Schrift genommen und hat dann nochmal, auch die türkische Verfassung wurde überarbeitet, beziehungsweise erst der türkische Staat wurde ausgerufen, die Republik. Ja. Bis dahin war es ja Osmanisches Reich. Ja. Und dann ist Atatürk nach Lausanne in die Schweiz und hat dort die Verfassung und die Sprache neu entwickelt. Ja. Und hat das Ganze sozusagen europäisch, also dem Europa angepasst. Ja. Das war so die Annäherung an den Westen. Ja. Ja. Die muss jetzt noch aufrauchen. Kann man nicht so stehen lassen. Nee, mach mal zu Ende. Ja, unhöflich. Oh, Telefon. 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 Gernstel? Franz, habe ich dir? Da ist der Fritz. Wir sind eigentlich soweit klar jetzt schon. Also, wir werden wir schon. Fertig, wie schaut's bei euch aus? Wir sind auch klar, wir haben bloß noch kurz was zu erledigen. Aha. Was macht ihr noch? Wir wollten noch was faxen. Ach so. Aber wir haben es gleich. Ihr wartet schon. Ja, wir sind eigentlich fertig. Wir warten jetzt auf euch. Jetzt. Und also bei uns Ja. kann es losgehen. Man wollte was faxen und wir sind im Faxgeschäft, aber es gibt kein Fax. Jetzt haben wir anstatt der Wasserpfeife geraucht. Was habt ihr Wasserpfeife geraucht? Die reine Wasserpfeife. Da wirst du immer da. Also dann, bis gleich. Okay. gell? Bis gleich, wir Servus, sind habe sofort ich da. dir. Habe ich Ja, dir. servus. Wasserpfeifen, der so rauchen. Ja, was ist da los? Hering.
Du, ich warte schon ewig auf euch, sag mal. Du bist nicht sauer jetzt, oder? Hä? Ja, also jetzt, Bisschen, ne? ist okay. Wenn ihr Ja, schöne hat sie Sachen so- dabei habt, Wie hat sie mit dem Iraker so verraten? mit dem Iraker, was Ja, machst du mit beim Iraker? Das ist jetzt, Wieso ich? Du hast die Wasserpfeife geraucht, immer. Also, ja, Grüße dich, mein Lieber. Das türkisch-bayerische Kochgelage kann beginnen. Schauspieler Adnan will Köfte, Hackfleischbällchen zubereiten. Profikoch Hering macht einen türkischen Kartoffelsalat. ja, aber es ist weg. Und Reporter Franz Xaver Gernstel kümmert sich um die scharfe türkische Soße aus Joghurt und saurer Sahne mit Kreuzkümmel, Pulbiber und Knoblauch. Was tue ich da rein? Semibresel habe ich gesehen. weißt du, was er eigentlich Semmelbrösel, machen wollte? Eier habe ich Er reingetan. wollte ein fertiges Köpfke-Gewürz kaufen. Da habe ich gesagt, das machst du nicht. Guck mal, den haben wir trotzdem. Den hat der Fritz auch nämlich gehabt. wir schon- Und das deshalb haben habe wir ich schon den drauf. rein. Verstehst du? Dann habe ich den auch reingetan. Das heißt, ein Betrüger jetzt schon. Aber, Wieso Betrüger? Das macht, der Türke an sich macht das auch. ja, aber warum auch nicht? Ich meine, schon bei uns haben wir auch von da zum Beispiel, also zeiglich nicht daher. Guck. Darf ich da einen Knoblauch rein tun in die scharfe Soße? Kommst schön, aber du musst ja fein hacken, weil sonst geht er durch. Adnan, was meinst du in die scharfe Soße Knoblauch? Ja, magst du Zwiebeln haben? Ja. Könnte noch feiner sein. Könnte noch feiner sein. Was jetzt? Ja Feiner. Feiner. gut, wenn du meinst. Das sag einmal da. Fritz, Fritz schmeißt mich, schmeißt mich gleich. Nee? Noch feiner. Wie würde ich das auf Bayerisch sagen, du? Sag Ja, mal, das ist schon Franz. echt. Hä? Habt ihr noch Salz drüben? Ist noch gar nichts drin, ne? Doch, ist schon was, aber ich brauche noch ein bisschen mehr. Du sagst Stopp. Ja, noch. Lieber versalzen, als wenn es so fad schmeckt. Ne? Ja, oder? Ja, noch mal ein bisschen, oder? Ich Wollt glaube, ihr ein mal bisschen von dem testen, sag mal? Kreuzkümmel geht Wollt schon. ihr mal Oder? testen, Ja. Fritz? Also Petersilie muss da auf alle Fälle rein da. Ja, habe ich ja schon. Noch ein bisschen mehr, Ja glaube klar, dann musst du mehr. Ich darf jetzt ehrlich gesagt mehr Petersilie nicht machen ich. Ja? und ein paar Eier musst du auch nicht machen noch. Nee, Eier würde ich nicht zu viele. Wieso Noch nicht? einen. Also ich darf das ein Eier, okay, aber das wird dann richtig fest, das sag ich dir gleich. Was? Das wird richtig fest, das liegt schwer im Magen dann. Du musst schon ein bisschen, was sagst du? Ich glaube, die türkischen Köfte, die sind fester als unsere Ja, bei Fleischplatte. mir ist wurscht, oder? Also, Ja, ich will es nicht zu. Aber viel mehr Salz muss da noch rein. Mensch. Ja, eben. So, tu halt noch was von dem Pulbiber da rein oder von dem, was ist denn das? So? Von dem Gewürz. Köftegewürz. Noch ein bisschen, gell? Noch mehr. Soll ich da noch was rein? Ja, jetzt. Ich habe euch kurz gefragt. Bisschen was noch? Dankeschön. Und ein, zwei Eier da rein machen. Oder eins wenigstens. Machen wir einen Kompromiss, da ist eins rein. Komm, eins für dich. Das sollte man das noch mit dem Schneebesen durchschlagen, gell? Da ist ein Schneebesen nicht mehr. Nimmst du einen Schneebesen? Ja. Machst du ein türkisches Göckchen zwischendurch? Ja, Gut, das ist gut. Düli. Fritz auch? Naja, Gürkchen mag ich, ja. Salzgurkel, oder? Gut. Ja. Du Fritz, wir hätten mal eine Frage, die wir nicht genau klären konnten. Ja? Weißt du, warum gerade die türkischen Geschäfte alle so um den Hauptbahnhof rum Danke. sich gruppieren? Die türkischen Geschäfte im Hauptbahnhof. Ja, sind alle im Hauptbahnhofsviertel. Ich schätze mal, das kommt vielleicht noch aus der Gastarbeiterzeit früher, weil die Türken ja alle mit dem Zug gekommen sind. Die haben am Anfang, wenn du das noch weißt, das war dann so, wenn ein Türke länger in Deutschland war, da hat er eine Zünder abgehabt. Das weiß jetzt ich noch. Kannst du dich erinnern? Wenn du dir vorstellst, in die 50er Jahre, Ende der 50er Jahre, Anfang 60er war das ja so, da sind die Türken logischerweise immer mit den Kartons gekommen, mit denen zugeschnürt waren. Weißt du das noch? Weil ich bin damals, wenn ich in die Schule gefahren bin, sind die mit den Koffer gekommen, also mit den Schachteln gekommen. Mein Vater ist ja auch Anfang der 60er gekommen. Und der hatte dann ein Rennrad. Das haben wir auch lange gehabt. Ja. Und hatte noch einen Gepäckträger dran. Und da hat er seinen Koffer immer dran gespannt. Was hat denn dein Vater gemacht? Der Als er hierher kam, Ja. also sein erster Job war bei Philipp Holzmann in Hessen. was haben die gemacht? Das sind so Bauarbeiter. Bauarbeiter, aber so im Holzbereich hat er gearbeitet. Ja, schau, das sind viele, die haben halt einfach da, wie bei uns das war, das sogenannte Wirtschaftswunder, da haben wir ja keine Leute gehabt, dann sind viele Türken gekommen. Facharbeiter auch, super Ja. Leute. Ne? Und die sind halt nicht Auto gefahren, logischerweise. Ich kann mich da nur erinnern, halt, Zünd ab, das war's. Was heute der 3er BMW ist, der getunte ist, damals die Zünder gewesen. Genau. Und zwischendurch war es einmal dieser Transit, da weißt du das noch? Ja, natürlich. Mit die, Das waren mit dann die schon später. verdient haben und haben dann das Zeigel wieder runtergefahren. Oder der Mercedes. Das war ja auch beliebt. Was hast du da für einen interessanten Apparat? Das ist jetzt eine Kartoffelharfe, ist das. Eine Kartoffelharfe. Siehst du das? Für Leute, die zu faul sind zum Kartoffelschneiden. Ne? Ja, ja. Du hast das drauf. Du musst richtig Harfe spielen und dann gehen die so schön aus. Schau her. Cool. Ja, das ist doch schön, oder? Du hast da wunderschöne Scheiben dann da.
Gehen das auseinander. Da. Einfach und gut. Praktisch. Leg es einmal da weiter her, oder? Ja. Schneid ich dabei die Gurken da. Ja. Die Salzgurken, die kommen auch dazu. In Kartoffelsalat. Und kocht die Eier kommen da rein, verstehst du? Das ist jetzt nicht richtig bayerisch, aber sagen wir mal. Nein, das ist auch das Türkische doch. Ja. Auch in Bayern, mit der man ja ein Ding rein. Brühe, weißt du? Richtig schöne Fleischbrühe mit Ja. Zwiebeln. Ja. Das ist der bayerische Kartoffelsalat. Das gibt's da gar nicht, ne? Fleischbrühe. Nein, die werden nichts rein. Die werden ein bisschen Öl noch dazu. Ja. Also ihr jetzt ein bisschen Öl rein, ein bisschen Zitronensaft. Und ja, halt normal Abschmecker, Salz, Pfeffer. Dann die Salzgurken. Ja. Also das ist türkischer Kartoffelsalat. Kennst du das überhaupt? Also ich habe es schon gegessen, aber ich habe es noch nie selber gemacht. Aha. Ja, also ich würde jetzt dann noch mal die ganze Handvoll Semmelbrösel reintun, aber dann wären es Fleischpflanzen. Ich will aber keine Nein, ich weiß Fleischpflanzen. schon. Die Köfte ist was anderes als Fleischpflanzen. Genau. Köfte ist einfach fester. Ja gut, im Hamburger ist Wir auch nichts müssen in drin. Bayern ein bisschen sparen. Wir haben nicht so viel Fleisch, was wir die haben. Deshalb tut ihr ganz viel. Das alte Gnädelbrot rein. Ja, stimmt nicht. Genau, alles das, was, ne? Das macht man dann rein, ne? Ganz viel sogar. Es ist bekömmlicher, Aber ich komm- es ist viel bekömmlicher mit Milch und Zwiebeln. Also du verstehst das. Wenn Warum du, ist es dann bekömmlich? der Hamburger ist nicht bekömmlich zum Beispiel. Ne? Der ist nicht bekömmlich. Nein, der braucht viel länger zum Verdauen, also zum Verarbeiten, verstehst? Der liegt schwerer im Magen danach. Schau dir mal die Saiblinge, oder? Hä? Oh. Das sind doch schöne Viecher, oder? Da kannst du gar nichts sagen. Hier aus dem See, oder? Oder? Und den tust du jetzt filetieren, oder? Die werden wir jetzt Das wäre filetieren. mir jetzt schon mal sehr interessieren, weil das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht im Fisch Jetzt filetieren. hinten an der Gräte entlang. Verstehst? Du musst halt einfach, du musst jetzt an der Gräte entlang gehen Ja. und dann, Oberhalb oder unterhalb? ja, am besten war es oberhalb, ja. Und dann schneidest du das halt so raus. Ja. Da schau her. Und jetzt dann da vorsichtig runter. Ach so, wenn wir den nicht genau erwischt haben, schneiden wir es einfach hinterher weg. Genau, schneidest du das hinterher weg. Und tust das so raus da. Und fertig ist der Fall. Gar nicht der erste Fisch. Ne? Nein, das sind schon ein paar. Du hast das da wunderschöne Filet, ja. Was sagst du? Was zu viel oder was? Ja. Zu viel Öl oder was? Ja. Das sollte er rein. Was ist da viel Öl drin? Da ist viel Öl drin. Naja. Die Fleischpflanzen ist das okay. Ja, ja. Du musst da schon ein bisschen Öl reinmachen. Merhaba, hoş geldiniz. Jetzt wird sich herausstellen, was das bayerisch-türkische Team zusammengeköchelt hat. Denn die Gäste, Schüler und Lehrer der türkischen Sprachenschule Initiative München, sind nicht nur der türkischen Sprache mächtig. Servus. Sollen wir die jetzt so quasi so als Amüs-Grill schon mal servieren, die Dinger, oder was? Ehrlich? Ich habe fast den Finger verbrannt, aber doch nicht. Achtung, Achtung. Köfte à la Adnan. Warte, komm. Das ist total heiß. Warte mal. Wie? Türkisch. Nein. Europäisch. Pass auf, der ist total heiß. Ja, Das kann ich zum Beispiel nicht. Das habe ich auch nie gelernt, weil ich dachte, man muss ja nicht alles lernen, was ein Kellner kann. So, jetzt haben wir schon den ersten Fisch auch fertig. Und eine Minze Pesto dazu. Jetzt schauen wir, ob der schmeckt. Ja, das können wir sehen. Oder? Ja? Also, siehst du, am Tisch ist es ganz leise. Ich glaube, dann schmeckt. Aber ja. Ja, ne? Bra- Ein bisschen nass. Ne? Ja, okay. Ich hör's dir. Schmeckt es jetzt so ein bisschen türkisch oder haben wir uns das nur irgendwie eingebildet? Her şey çok güzel. Was heißt Alles schmeckt super. Alles Also schmeckt auch auf super. jeden Fall. Also es schmeckt echt gut. Ja. Sind Sie eine echte Türkin? Ich bin eine echte Türkin, ja. In der Türkei geboren? Nein, ich bin Nein. hier in Deutschland geboren. Gilt es dann als echte Türkin? Doch, für Schon- uns schon. Ja. Wir fühlen uns als echte Türken. Und in der Türkei, manchmal sagen es zu uns, die Deutschen sind wieder da. Ja. Aber so zählen wir schon als Türken. Hälfte, Ist genau. das Bayerisch auch wichtig oder ist das Deutsch wichtig? Oder sagst du, Bayerisch ist schon okay? Bayerisch ist super, weil ich komme nicht direkt aus München, ich komme aus einer Ortschaft in der Nähe von Ingolstadt und wir reden da nur Bayerisch. Also das ist auch klein. Du hast den vollen Slang drauf, oder? Genau, vollen Slang habe ich drauf. Das ist super. Ja, das finde ich gut. Und ich mag es auch. Also mir gefällt es und ich spreche es auch gerne. Du hast auch ein Dirndl, oder? Nein, noch nicht. Jetzt aber Zeit. Muss ich mir mal eins besorgen. Jetzt aber Zeit auf nächste Wiesen musst du im Dirndl gehen. Genau. Jetzt hätte mich aber doch noch interessiert dann, aber warum Sie Türkisch lernen? Warum? Ja. Ich bin ja nie in der Türkei zur Schule gegangen Ja. und habe nie Türkischunterricht Also wie wir gehabt. Deutsch in der Schule gelernt Genau, haben, weil lernen Sie jetzt Türkisch im... Genau, weil hier gibt's ja in Deutschland gibt's ja den Deutschunterricht, wo die Kinder eben die Grammatik lernen, Fälle und Subjekt, Objekt Ja. etc. Und wir haben das ja nie mitgekriegt. Also sprechen kann ich's auf jeden Fall. Und wer von euch lernt jetzt Türkisch der Liebe wegen? Das war ich. Das waren Sie? Ja. Aha. Sie haben den türkischen Freund. Ja.
Deswegen gar nicht Türken. Wie lange sind Sie schon befreundet mit Ihrem Türken? Mit meinem Türken bin ich seit so 3 Jahren befreundet, ja. Aber ich war bis jetzt noch nicht in der Türkei, deswegen bereite ich mich ja sozusagen vor, dass ich dann ein bisschen was sprechen kann, wenn ich die Familie mal treffe oder so. Ist das auch so eine türkische Seele, eine türkische Mentalität, die man da erstmal kennenlernen muss? Also ich finde schon, dass Türken anderen Humor zum Beispiel haben. Also das ist schon irgendwie eine andere Welt. Also auch Gastfreundschaft. Du musst immer viel essen, immer alles lecker, immer Tee, ist immer sehr schön. Also Essen gehört dazu, einfach, wenn man gemütlich beieinander ist. Immer. Es gibt immer Essen. Nüsse, alles Süßigkeiten. Bei dir auch, Adnan? Man weiß ja nie, wann Gäste kommen. Der Türke hat ja immer Angst davor, dass irgendwann Gäste kommen und er nicht darauf vorbereitet ist. Deshalb kauft er immer viel ein. Ja? Ist das so? Ja, wirklich. Aber ist euch denn vielleicht aufgefallen, was mir jetzt am Tisch so aufgefallen ist, dass ich der einzige männliche Schüler bin, der heute hier ist? Wie sieht denn das aus überhaupt so prozentual? Ist nicht aufgefallen. Aber es stimmt, du es stimmt. Also wir zwei sind so die Hähne im Korb. Ja. Aber mich würde das mal interessieren, wie viele männliche und wie viele weibliche Schüler gibt es denn? Gibt es mehr Frauen, die Türkisch lernen, weil sie türkische Freunde haben? Wir haben in jedem Kurs einen männlichen Schüler. Wenn es Also bin ich hochkommt, der Quotenmann sozusagen, genau. Und ich weiß nicht, ich hatte noch keinen Kurs, wo es mehrere gab. Ah doch, einmal hatte ich einen Kurs, wo es 2 männliche gab, aber es ist selten. Also eher die Frauen sind aktiv. Nee, aber ich glaube schon so, das ist also, glaube ich, weltweit auch so, dass eben die Männer ab 25 wesentlich weniger bereit sind, noch was dazu zu lernen, allgemein. Ab 25? Ab 25. Dann ist es so, da ist dann die Berufsausbildung bloß und ganz abgeschlossen, die haben so ihr Ding und dann sind die auch von sich überzeugt und die Frauen passen sich viel besser an. Aber ich glaube schon, dass es bei der Frau einfach das größere soziale Interesse ist. Also dass man einfach mehr die kommunikative Komponente bei einer Frau dabei ist und dass deshalb das Interesse eher da ist als beim Mann. Der Mann würde in die Türkei gehen, der spricht Englisch, Deutsch, kommt dort mit seinen Geschäftspartnern entsprechend zurecht, fährt wieder nach Hause und das war's dann. Ja, also man sagt ja, die schönste Sprache der Welt, aber ich weiß nicht, ob es deswegen jetzt feminin ist. Aber ich weiß eines, das ist eine der schwersten dann, weil eben sehr viele Regeln sind, auf die man sich verlassen kann, aber die sind dann ungewöhnlich und die kann man mit dem Deutschen oder Englischen gar nicht vergleichen. Da muss man ja völlig umdenken. Also zum Beispiel auch beim Lesen und Schreiben immer von rechts nach links denken, das ist sehr schwer. Wie von rechts nach links denken, was heißt das? Beispielsweise das Verb ich komme, ben geliyorum. Und die Endung sagt, dass ich das bin. Ich brauche das ben nicht zu sagen. Wenn ich sage geliyorum, dann weiß sie, dass ich das bin. Okay. Wenn ich sage geliyorsun, dann bist du das. S-U-N, das bist du. Diese Gewohnheit überhaupt, diese Fähigkeit, sehr aufmerksam zuhören zu müssen, lernt der Türke schon mit 2, 3 Jahren aus dem Kindesalter. Aber man erst ganz am Ende weiß, was eigentlich gemeint ist. Deswegen muss man ja bis zum Schluss aufpassen. Ja. Das ist ja die Herausforderung, auch selbst für einen Türken. Ah, super, das funktioniert bei meinen Kindern. Bei uns auch. Ja, merke ich. Jetzt haben wir alle was zum Trinken. Und jetzt könnten wir mal prosten miteinander, so ganz untürkisch. Oder wie geht's auf Türkisch? Şerefe. Şerefe. Prost, Dinger. So ist ja. Aber lieber Kassi mit Mixer, oder?